Professionell. Geht mir eigentlich recht gut. Sinne, wie geht's dir so, du Wichser? Was? Achso, nicht auf dich, okay. Wieso nicht? Der kam Das auch kann ich tief so aus dem nicht. Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. Du Wichser. Na, B, Verheiratet. A, T. Sie ist im Bad. Ah, du, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt so draht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da. Oder von oben oder von alle Seiten. Von mir aus auch von drinnen. Aber können wir ja nicht mehr gegen Quere. Ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so bei Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut, das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht, da die wackelt mit, wer wollte vorher Tipf sein, da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus. Richtig. So, und die Frage. Ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben? Was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist der Feen-Pokémon. Ist ein Feen-Pokémon? What the fuck? Wir jetzt mit all... Ein Feen-Pokémon? Das ist wohl Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Leitspruch für die nächsten Tage: Hat der Schnee gelbe oder braune Flecken, darfst du nicht dran lecken. Ist er weiß und klar,
schmeckt er wunderbar. Fichte 4 Herz, Fichte 4 Gem, Fichte 4 Herz, Fichte 4 Gem. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? Imagine Schneehund. What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. So, guten Morgen beieinander. Fichterli, vielen lieben Dank. Du fangst ja schon bald in der Früh an mit der Gaudi-Macherei. Vielen lieben Dank für deine 24 Monate Mitgliedschaft in der Bazi-Gang. Ich hoffe, du hast das nicht bereut. Ja, also 24 Monate ist ja jetzt nicht so eine kurze Zeit, wenn du mich fragst. Aber vielen lieben Dank dafür. Du bist natürlich sehr herzlich weiterhin willkommen und ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank in aller Herrgottsfrühe. Ich hoffe, euch geht's gut. Wifi, einen wunderschönen guten Morgen und auch an dich, an euch einen schönen ersten Advent. Freunde der Sonne, haben wir ein Schneechaos überstanden. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Ich hoffe, ihr habt's alle unbeschadet aus dieser Misere da rausgewachsen. Das geht jetzt natürlich überwiegend meinen bayerischen Nachbarkollegen, sage jetzt einmal, die so ein bisschen in der Umgebung haben. Weil ich weiß jetzt nicht, wie es in Brandenburg bei der Frau Fichterli oder beim Herrn Ripsi ausschaut. Im Übrigen auch einen wunderschönen guten Morgen. Aber ich schätze mal, bei euch ist es schneetechnisch ähnlich abgelaufen wie bei uns. Bei uns war es zum Glück nicht so viel. Ja, okay, na dann immerhin. Na, wir haben jetzt gute 70 cm. 70 cm Neuschnee auf 2 Tage. Ungefähr so. Pi mal Daumen in etwa. Mal mehr, mal weniger, je nachdem. Solange es jetzt so bleibt und nicht arschglatt wird. Es soll jetzt eigentlich, also der nächste Schnee, laut Wetterbericht, soll am Mittwoch kommen, beim Nikolaustag. Ja? Aber jetzt wegen meiner, jetzt braucht es einfach nur kalt bleiben. Ne? Der Schnee kann jetzt liegen bleiben bis nach die Weihnachtsfeiertag und dann kann er sich wieder schleier gehen. So, auf die Art. Das war jetzt die zauberhafteste Lösung von dem Ganzen, wenn du mich fragst. Ripsi auf 40 cm gekriegt. Ja, also ähnlich wie bei uns. Für die Kinder ein Traum. Ohne Scheiß. Ich war gestern quasi sowohl bei mir in der Mietswohnung ausbauen, wo es eigentlich eine absolute Frechheit ist, weil wir zahlen eigentlich am Winterdienst, der eigentlich nie erscheint. Dann haben wir uns halt eben selber freigeschaufelt, weil sonst bist du halt mit den Autos aufgeschmissen, weil du nirgendwo mehr hin kannst. Bin dann in meine Wohnung, also in mein Haus, zu meinem Haus gefahren, wo ich halt umbau praktisch. Dann habe ich meinem Papa und meinem Nachbarn geholfen beim Schneeschippen. Und in der Zeit waren 4 oder 5 Kinder, unter anderem auch meine Nichte, waren in der Wies. Wir haben ja eine riesengroße Wies. Ich glaube, der eine oder andere, wo in Discord ist, der hat das Battle mit Sicherheit vernommen. Und die haben da Schlitten gefahren. Die haben eine Freude gehabt beim Schlittenfahren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist ja logisch, die kennen das so gesehen eigentlich nicht. Die haben jetzt so 7, 8 Jahre alt, die Kinder. Ja, die letzten 7, 8 Jahre haben aber mir im Winter keinen Schnee nicht gehabt. Oder zumindest nicht so viel, dass man Schlitten fahren hätte können. Ne? Also die haben eine Herzensfreude und eine Herzenslaune. Da geht einem selber als Erwachsener so ein bisschen das Herz auf. Ja? Weil man vor allem, ich selber, ich habe ja das noch, ne? Ich war ja noch in der glücklichen Situation als Kind jeden Winter Bob und Schlitten fahren zu können. Ne? Oder haben zu können, so muss man sagen. Also von daher, ich gönn's die ganzen Kinder von ganzem Herzen, weil ich einfach selber aus der Vergangenheit weiß, wie viel Spaß das sowas macht. Winterdienst kommt gar nicht. Unser Hausmeisterservice in der Mietwohnung, da ist auch ein Räumungsdienst mit inbegriffen. Wir haben jetzt seit einem Monat einen neuen Hausmeister, weil bei dem letzten Hausmeister hat das gar nicht funktioniert. Ne? Jetzt hat es 2 Tage geschnimmt, der war bis heute nicht einmal da. Und der jetzt ist halt einfach auch nicht da. Du zahlst aber im Jahr dafür. Und zwar nicht wenig. Ne? Also wir zahlen da, also das ganze Haus im Endeffekt, wir haben 6 Parteien. Wir zahlen da, glaube ich, miteinander 4.500 Euro im Jahr. Dass der einen Müll entsorgt, dass sich der um Mülltonnen kümmert, dass er rammt und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt zur Frau Bazi schon gesagt, ich sage das ganz ehrlich, bevor wir ausziehen, wenn das so weitergeht, dann drehen auf links. Dann sage ich, du kannst dir dein Geld an den Arsch einschirmen, ich zahle das nicht, weil wenn du deine Arbeit nicht machst, dann kriegst du kein Geld nicht von mir, Punkt aus Ende. Dann sagt zwar Frau Bazi, jetzt mach doch keinen Stress nicht, wir haben jetzt dann weggehört, und sollen sich halt dann die kümmern, die wo danach kommen. Stimmt irgendwo, ja, aber es ist mein verdammtes Geld. Und da bin ich zintig. Aber okay, das ist dann ein anderes Thema. Wie gesagt, die müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Und Kattel Habitäre, grüß dich gut. Und der King of Barbecue ist auch schon da. Grüß euch. Leg dich mal vom Haus aufs Maul, dann wird's schon.
das habe ich ernsthaft auch schon mal überlegt, ob ich einfach so tue, wie wenn ich stolper und lass mich dann einfach mit 2 Wochen krank schreiben. Ja, da meine ich, ist aber der Teufel los. Aber so ein Unmensch bin ich halt dann auch wieder nicht, weißt du schon? Das ist ja dann, das geht halt dann schon ins Extreme. Also das möchte ich eigentlich nicht bringen. So. Wir müssen damit beleidigen, dann da es drauf anlegen wahrscheinlich. Aber so. Ich meine, er tut unser so nichts. Ne? Es ist halt einfach ein wenig so ein Larifari. So. Aber, naja. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ungefähr 3 Monate in der Wohnung. Ungefähr, plus minus. Vielleicht auch 4, je nachdem. Und dann haben wir es überstanden. Dann rennen wir immer in Schnee in Zukunft einfach von Haus aus selber. Da gibt es das Problem dann nicht. Von daher werden wir das auch noch irgendwie überstehen, hätte ich fast gesagt. Heute Doppelbelegung im Stream. Ja, da ihr, also die Bazi Gang, euch nicht entscheiden konntet, was ihr eigentlich haben wollt, spielen wir halt einfach halt beide Spiele, ja? Wir spielen heute ein bisschen Assassin's Creed und wir spielen heute ein bisschen Hardcore Nuzlocke. Machen wir heute eine Doppelsession draus. Was soll der Geiz? Draußen ist wieder kalt. Es braucht bestimmt ein bisschen eine morgendliche Unterhaltung, die wo ein bisschen in den Nachmittag geht. Ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit. Ja, Frau Bazi ist beim Plätzchenbacken bei meiner Schwiegermama, da werde ich dann später auch dazu stoßen. Aber wenn man denkt, hey, du pass auf, da machen wir heute mal 4-5 Stunden Session, haben wir schon ewig lang nicht mehr gehabt. Dann spielen wir halt beide Spiele. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, wir haben Bock drauf, oder? Ist das ein Deal? Wenn wir uns schon nicht entscheiden können, dann spielen wir halt beides gleichzeitig. Also halt nicht gleichzeitig, aber halt nacheinander. Ist das okay? Ich glaube schon. Mein Kabinett, ja, bin ja eh schon da. I'm sorry, ich hab's gestern nicht geschafft, bei dir eine zum Lunzen. I'm sorry, das tut mir leid. Ich hab normal schaffe ich es bei Mike eigentlich noch immer, weil der zu einer Zeit streamt, wo ich entweder auf der Baustelle bin und Musik brauchen kann oder weil ich in der Spätschicht hocke und Musik brauchen kann, aber gestern habe ich es tatsächlich absolut nicht geschafft. Das war nicht möglich. Also wenn ich sowas höre, werde ich als Winterdienstfahrer mad. Ja, weil du kommst halt aber deiner Arbeit halt einfach nach. Weißt du, wie man? Das ist halt der Unterschied. So. Du kriegst dein Geld und du kommst deiner Arbeit nach. Also ich vermute mir, dass du Geld kriegst. Du kommst deiner Arbeit nach und der halt eben nicht. Und that's the fucking problem. Ne? Das war das Gleiche, meine Arbeitgeber zahlt mir Geld und ich tue aber meine Arbeit nicht. So, dann möchte ich mal schauen, wie lange dass ich das durchziehen kann. Wahrscheinlich nicht allzu lang. Gleichzeitig neue Herausforderung. Ja, das glaube ich, da hat das auf Twitch schon mal einer gemacht. Ich glaube fast nicht. Du stehst da um 2 Uhr auf. Ja, weil es muss ja eigentlich rein von der vertraglichen Vereinbarung her, muss bis 6 in der Früh gerannt sein. Wir können froh sein, wenn um 3 Nachmittag da war. Und da braucht er nichts mehr da, weil da haben wir es halt schon selber geschaufelt. So. Ein gnädiger Halber hat uns wenigstens eine Schneeschaufel zur Verfügung gestellt, weil jetzt beim vorherigen Hausmeister haben wir nicht mehr eine Schneeschaufel gehabt. So, da wäre jetzt mal angenommen, ich hätte gestern Frühschicht gehabt. Ne? Angenommen. Ich hätte gestern Frühschicht gehabt, oder vorgestern, ist ja völlig wurscht, und hab keine Schneeschaufel nicht. Und es liegt ein halber Meter Schnee in der Einfahrt. Ja, Brudi, da bin ich raus. Mit der Hand tue ich es nicht weg. Das kannst du halt vergessen. Aber gut, wer habe ich die Christi? Der Pokémon killt einen Assassinen. Ja, oder andersrum. Aber wahrscheinlich eher so, wie du gesagt hast. Nein, aber Leute, ich glaub, das ist eine ganz coole Idee, weil mir ist das jetzt eigentlich erst heute in der Früh so eingefallen, und man denkt, hey, jetzt steht's Gleichstand. Bevor ich jetzt wieder anfange im Stream zum Reden, was wir spielen, und wir uns dann eventuell nicht einig werden, dann spielen wir halt einfach beides. Und wie gesagt, ich habe halt wirklich einmal Zeit. Das ist, glaube ich, der erste Stream seit einem Jahr, wo ich wirklich Zeit habe. Wo man sagen kann, an einem Sonntag, du passt auf, das machen wir halt gemütlich, das spielen wir das eine und dann das andere. Teilen wir ungefähr auf, jetzt ungefähr 2 Stunden, plus minus, Pi mal Daumen. Und ich glaube, dann haben alle Parteien abgedeckt. Ja? Sowohl die Nuzlocke-Verrückten, die die Nuzlocke sehen wollten vom Discord her, und die Leute, die Assassin's Creed sehen wollten. Da haben wir beide Parteien ab. Ja? Vielleicht bleiben ja dann die Leute auch bei der anderen Partei hängen. Wer weiß das schon. Okay? Wir haben immer einen im Keller für den Fall der Fälle. Die schwingt auch gut. Wie die schwingt auch gut? Wie meinst du jetzt das? Da ist kein Gleichstand mehr, hab noch nicht gewotet gehabt. Ja, okay. Aber ich glaube jetzt, selbst wenn du jetzt gewotet hast, dann glaube ich, würde ich mir jetzt massiv unbeliebt machen, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt statt einem 4-Stunden-Stream nur noch einen 2-Stunden-Stream und wir spielen noch ein Projekt. Da glaube ich, da kann es sein, dass der eine oder andere im Chat das Schreien anfängt. You know? Und weil wir ja Habitiere. Also für die Leute, die wohl letztes Mal nicht dabei waren, wir fangen heute den 2. Run schon in der Nuzlocke an. Nein, ich bin nicht gewiped. Ne? Wir haben den ersten Orden letztes Mal noch geschafft.
Ich hab aber... so flauschig. Walleck, so einen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, den kriegt's gleich. Wir haben ja nicht gewiped. Ich habe resettet. Einfach, weil die Encounter absolut unterirdisch waren. Also nur für die Leute, die mit Pokémon was anfangen können. Ich habe versehentlich eine Taubsi gekillt, das wo mein Encounter war. Wir haben ein Flurmel als Encounter gekriegt. Wir haben ein männliches Wadribi als Encounter gekriegt. Und wir haben statt einem soliden Geist-Pokémon, was uns in der zweiten Arena massiv hätte helfen können, ein Radfratz gekriegt. Da habe ich gesagt, Bruder, da bin ich raus. Das kannst du vergessen. Da resetten wir, dann fangen wir mit dem zweiten Versuch an. Das kann nur besser werden. Ja? Das Thema Anagramme kommt verdammt gut an. Vor allem Twyfey ist da unfassbar kreativ. Ja? Hashtag Dulli. Ne? Vielleicht fangen wir den später. Aber dazu später mehr. Ich hätte jetzt gesagt, wir fangen nämlich mit Assassin's Creed an, weil wir ja im letzten Stream Nuzlocke gespielt haben. Okay? Also Fahrplan für heute. Wir fangen jetzt mit Assassin's Creed an. Spielen wir ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden Assassin's Creed. Ne? Und dann switchen wir in Hardcore Nuzlocke um. Und das spielen wir dann, bis das ich halt aufhöre. Also wieder in etwa 2 Stunden. Das heißt, Pi mal Daumen geht der Stream halt bis 2, 3 Nachmittag. Ist das okay? Ich glaube schon fast, oder? Ich glaube, das ist ein Deal um Price, habe ich dir. Und warum betonst du das männlich so? Weil ein männliches Wadribi sich nicht entwickeln kann. Ja, Wadribi ist ein Pokémon, das wo sie nur als weibliches Geschlecht entwickeln kann. Und das hilft mir halt in der Nuzlocke absolut nicht weiter. Ne? You know what I mean. Na toll, gestern mal, weil es günstig war, von Bärenmarke ein Trinkschoko mitgenommen. Jetzt ist das eine vegane Variante, die ich nicht trinken kann. Au. Press F für ein YBO, ne? Der gefallene Bruder. So. Aua. Ja, da war die jetzt aber, ne? Da war die jetzt aber auch zintig. Das war das gleiche, wenn wir jetzt einen Adventskalender Stirlauf machen und steht, dann wisst ihr, es vegane Schokolade drin. Da die instant den ganzen Adventskalender anzünden. Sogar einfach, wie es ist. Na gut, Freunde. Ansonsten hoffe ich, dass es gut geht und steht, dass schon so zahlreich erschienen hat, halt wieder am Sonntag in der Früh. Minus 5 Grad, sagt er. Ich glaube, das ist eine perfekte Temperatur, um erinnert Zeit zu verbringen. Jetzt hole ich noch schnell einen Flauschknädel. Ich muss mal schauen, wen ich zuerst erwische, weil wir haben schon ewig lang keine Flauschknädel mehr gehabt, meine. Ja, ich muss unbedingt gegen gefühlt alles allergisch sein. Ach so, okay, du kannst das wegen der Allergie schon nicht, okay. Ja, dann ist es natürlich Doppel-F, ne? So, Freunde der Sonne, I proudly present to you. Ja, Paula, du bist schon lange nicht mehr da in der Position gewesen. Der Mats sitzt gerade im Haus und pennt, den wollte jetzt nicht aufspringen. Okay, ich glaube, das ist ein Deal. Das ist ein Flauschknädel. Ja, wir haben schon, wann haben wir denn mir das letzte Mal einen Flauschknädel im Stream gehabt? Das ist ja bestimmt schon 3-4 Jahre her. Ist das möglich? Das ist jetzt natürlich wieder perfekt, weil ich wieder absolut das transparenteste T-Shirt für Paula auch habe, oder? Ja. Ich dachte, oh, du musst mich schnuffeln. Ja, du mir reinreden da. Ja, schnuffeln. Ja. Das ist zauberhaft. Da ist die Kamera da oben. Da. Ah, nicht da. Da ist das Mikro. Ne? Paula, du bist schon lange nicht mehr da gewesen, gell? Mats auch nicht. Mats denkt sich gerade, Gott sei Dank ist die mal aus dem Haus, jetzt haben wir mal Ruhe. Gell? Sagst du auch. Es geht übrigens beiden sehr, sehr gut. Ne? Also nicht, dass ihr mal einer denkt, hey, wo haben seine Flauschknädel? Die haben alle putzmunter. Beide, gell? Sowohl die Paula als auch der Mats. Der Mats pennt halt. Aber sei ihm auch mal vergut, wenn er mich bekommt, gell? Paula nein. Also unser Besen. Jetzt sollte was weißt du sagen, ja, ich kann ja nicht wissen, dass heute ein Flauschknädel kommt, nachdem er schon 3-4 Jahre ungefähr nicht mehr da gewesen ist, gell? Ja, du möchtest wieder einen Stall, sag ich schon. Du kommst schon wieder hier, tu dir nicht runter. Du darfst schon wieder einziehen. Erst deine Bude wieder umbauen, ne? Deinem Glockenspielzeug. Ja, ist ja schon gut. So, du musst da nochmal reinschauen und dann gehen wir wieder in den Stall, gell? Ah, allein, da ist noch ein Snuffin da. Nicht. Na gut. Flauschknädel. So. Freunde der Sonne, wie schauen wir aus? Sollen wir das Zocken anfangen oder wie oder was? Versteht die Frau nicht. Hatte auch schon mal das Problem, nur darf ich keine normale Milch trinken. Und also nur darf ich.
Hirn durch. Ja, das mit der Mille, das ist tatsächlich, glaube ich, schon ein sehr weit verbreitetes Problem. Also mich und also quasi aus meiner Familie betrifft es tatsächlich keinen. Aber das mit der Mille, das hört man ja mittlerweile fast täglich. Ne? So Laktose und so Zeiglert. Aber es gibt eigentlich irgendetwas, was ich nicht essen darf? Ich glaube, ich kann alles essen. So. Weil es bei mir ein wenig schwierig, weil ich sehr, sehr wählerisch bin. Ne? Also ich bin unfassbar horgelig. Also kann ich es jetzt eigentlich auch nicht so wirklich sagen. Also wenn ich kann den jetzt nicht sagen, ob er auf Gulaschsuppen allergisch bin, weil ich Gulaschsuppen nicht ist. So, auf die Art. Ne? Aber so, ich habe bisher eigentlich noch nie Probleme gehabt mit irgendeiner Lebensmittel. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit hätte. Du vertragst nur keine Eier? Nein, also du hast dann praktisch ein bisschen ein Problem mit Eiweiß, so quasi. Ja, sie! Dabatz 1 zauberhaft, Dabatz 1 Flauschelaff. Jassi, vielen lieben Dank für deine 20 Monate. Das freut mich, dass du einer schaust. Ich hoffe, dir geht's soweit gut, wieder gut, besser. Schön, dass du kurz vorbeischaust oder halt vielleicht auch länger vorbeischaust. Dankeschön für deine 20 Monate. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in der Basigang und bist natürlich sehr herzlich willkommen weiterhin. Ich hoffe, dir geht's schon halbwegs wieder besser. Ne? Lustigerweise habe ich hauptsächlich mit den ganzen Alternativen, dass ich das nicht vertrage. Ja, das ist jetzt die Frage, was sagt uns das jetzt, ne? Was sagt uns das jetzt? Nein, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob ich irgendeine Unverträglichkeit habe. Das Einzige, also das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen ein extremes Outing von mir, ne? In der Zeit, wo ich halt extrem ins Fitnessstudio gegangen bin, wo ich auch noch der Baustein wieder vorhabe, dass ich wieder regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, mit der Zeit merke ich halt, dass ich auf dem Eiweißshake, ja, ich sage einmal Winde kriege. Ne? Aber mehr sage ich jetzt dazu nicht, den Rest überlasse ich eurer Fantasie, was das bedeutet. Ja, ja, danke, es ist wieder ganz gut, hoffe euch geht's auch gut, das freut mich. Ja, das freut mich wirklich. Bei uns soweit alles in Ordnung, also zumindest bei mir, beim Rest so wie es ausschaut auch. Wir haben heute eine Doppelsession sozusagen, weil sie die Basigang wieder mal nicht hat einigen Kinder, was gern sehen daten. Jetzt habe ich gesagt, gut, dann spielen wir halt beides. Also wir spielen heute Assassin's Creed, mit dem fangen wir jetzt gleich an. Und danach spielen wir noch fangen wir mit dem zweiten Versuch von der Hardcore-Nassel an. Also quasi Doppelsession am ersten Advent, das ist, glaube ich, ne? Das ist perfekt so. Aber ja, schön, dass du auf jeden Fall da bist. Freut mich wirklich. Gut, Freunde, ich darf vorschlagen, wir fangen das Spiel mal an, oder? Ein bisschen ratschen können wir ja trotzdem noch weiterhin, ja? Hoffentlich. Ansonsten, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was ich sonst erzählen soll, weil so wirklich Neues gibt es jetzt eigentlich dabei nicht. Von daher, ja. Gut. Dann schauen wir mal. Ich habe offstream 2 oder 3 so kleine Nebenmissionen gemacht. Die sind absolut unspektakulär. Das ist eigentlich praktisch immer dasselbe. So quasi, geh da hin, kill den und wir nicht erwischt. Geh da hin, stiehl das und nimm keinen Schaden. Geh da hin, unterstützt den und wir nicht erwischt und so weiter. Also es ist total uninteressant. Wir können uns im Stream wirklich in aller Ruhe auf die Story konzentrieren. Das ist sehr gut für uns. Also ich habe 2 oder 3 so Nebenmissionen gespielt, aber so wirklich Relevanz ist jetzt nicht passiert oder ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, okay, das muss man jetzt unbedingt mitnehmen. So. Gut. So, jetzt lassen wir da mal orientieren, wie schauen wir denn da aus? So, was ist jetzt das für eine Mission, die wurde aktiviert? Der Amtsträger. Das ist aber auf alle Fälle eine Nebenmission. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Genau das Symbol Dora, das heißt immer, da ist irgendeine Nebenmission. So, wir machen wir aber mit der Hauptmission weiter, hätte ich fast gesagt. Da ist nämlich noch was dazugekommen.
Das war Offstream, da kannst du, also quasi eine Bibliothek gefunden sozusagen. Und der sagt mir zum Beispiel, du pass auf, wenn du irgendwelche seltenen Bücher findest, dann kannst du die bringen. Also das sind quasi, was, du übertragst nichts, wir sehen nur schwarz. Was? Ich hab vorher alles neu eingestellt. Jetzt halt. So. Gut. Also der da, das ist so eine Bibliothekarin, wo ich da gefunden habe auf der Map, der sagt quasi, du pass auf, wenn du irgendein seltenes Biergel findest, dann bringen wir das. Ist ja so eine Collectible-Mission, so ähnlich wie die Federn aus Assassin's Creed 2, hätte ich jetzt fast vermutet. Das ist eh klar, da können wir ja, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, da können wir so gewisse seltene Gegenstände von Leuten stehen, das können wir ihm bringen. Und genau, das ist im Endeffekt die Hauptmission. Der ist ja hier, der Al Ghul, den haben wir ja letztes Mal noch in der Hauptmission und weitergeht jetzt dann quasi jetzt da mein altes Zuhause, wo quasi der Basim Nihal wieder gesehen hat. Ne? Und da werden wir dann weiter tun. So, Birgit habe ich dir gemacht. Gerade das Weißwurstfrühstück hintergehauen. Da hättest du jetzt aber die Wurst nicht so gierig verschlingen müssen. Ne? Also, wir haben heute ein wenig länger da, wie wir vorher gerade festgestellt haben. Ja, wir machen heute eine Doppelsession. Und ja, bin halt endlich wieder mal einen ganzen Stream dabei. Tue nebenbei was zeichnen. Habe auch gestern das erste Mal seit Wochen wieder mal DBT gespielt. Also langsam aber sicher ist wieder alles beim Alten. Und das ist genau das, was wir hören wollen. Was wir hören wollen. Ja, also nimm dir deine Zeit und lass dir vor allem Zeit und mach nur dann, wenn du wirklich Bock drauf hast, mich freut, wenn du da bist. Egal, ob es im Lurk bist, ob es 5 Minuten ist, ob es 50 Minuten ist, ob es 5 Stunden ist. Gut, 5 Stunden bin ich im seltensten Fall online, aber you know what I mean. Schön auf jeden Fall, dass du, wie gesagt, da bist. Und ich hoffe, ich kann dich nebenbei ein bisschen unterhalten. Auf einem Ohr. So, wir wollten jetzt, Lucky habe ich dir. Wir wollten jetzt auf alle Fälle da mal weitermachen, hätte ich fast gesagt. So, Main Story Content, guter Content, hätte ich fast gesagt. Ja, das ist halt einfach 2,5 Kilometer weg von mir. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Da bin ich ja K.O., bevor der überhaupt ankommen. Wie müssen wir denn da hin? Da aussehen. Achso, das ist quasi in unserem Zuhause sozusagen. Also jetzt da hinrennen, oder was? Ja, muss ich scheinbar, okay. Aber ich bin der Lucky und ich bin auch dabei und das ist zauberhaft. Ja gut, dann gehen wir halt zu Fuß mit der Fußmaschine. Ne? Basim wird schon richten, irgendwie. Ja. Ja. Genau, was ich noch schnell sagen kann, also ich hab quasi, warte mal, wo sehe ich denn jetzt? Achso, da, Fertigkeiten. Ich hab eigentlich, wie gesagt, durch das, dass ich 2 oder 3 so Missionen gespielt habe ich den einen oder anderen Skillpunkt noch freischalten können. Ich habe jetzt ein Kettenattentat, also sprich, wir können jetzt 2 Wochen gleichzeitig hops nehmen, im Idealfall. Wir haben jetzt eine Elixiertasche, also wir können jetzt einmal mehr Heilung mitnehmen und wir haben eine Messerwiederbeschaffung. Das heißt, wenn ich jetzt durch einen Gegner durchhege, haben wir das letzte Mal schon gehabt, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, wenn wir ein Wurfmesser hernehmen, einen Gegner töten und an den Gegner vorbeigehen, dann nehmen wir das Wurfmesser wieder mit. Ne? Und ich glaube, ich habe gesagt gehabt, ich will... Irgendein spezieller Punkt habe ich mir selber gesagt, wo ich skillen, aber das muss man dann anschauen, wenn wir wieder genug Punkte haben. Aber okay. Lucky Birgit, ich hoffe, ihr habt kein Fresskoma nicht. Ja, weil Weißwurst weißt du das eh. Jeder weiß so hundertprozentig gesagt. Das ist der Ort. Was ist denn für ein Ort? Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Ah, das ist eine Nebenmission, ja. Ja, das ist eine Nebenmission. Okay. Die lassen wir außen vor. Hallo, was ist jetzt? Nein, ich schaffe nur ein Bar, dazu ein Brezel und ein Weißbier, alles flauschig. Ja, dann bist du gut gesättigt jetzt bis Nachmittag, hätte ich jetzt fast gesagt. Das Ding ist, wir gehen heute noch auf den Weihnachtsmarkt. Und Frau Barz ist jetzt beim Plätzchenbacken, wie gesagt, bei der Schwiegermama. Und sie hat mir schon prophezeit, sie wird halt wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Mal sagen, dass ihr schlecht ist, weil, weißt du eh, Probeplätzchen essen. Kann ich verstehen.
Tatsächlich. Und wir gehen heute Abend noch nach Pulmen. Das ist ein unfassbar schöner Weihnachtsmarkt und jetzt mit dem ganzen Schnee und so weiter und so fort. Kann gut werden. Ich weiß leider nicht mehr, wie man sein Reittier ruft. Reittier wo? Ich hab kein Reittier. Ja, perfekt. Platzerl muss ich auch machen und welche fertig machen auch noch. Ja, mehr Plätzchen haben wir. Ja, vor allem die Schwiegermama, die macht halt welche mit Marmeladenfüllung. Und dann da ist bei mir vorbei. Gell? Also wenn man, ich is normalerweise auch kein Lebkuchen und nix, aber Lebkuchen mit Marmeladenfüllung, du Brudi, da wenn's mir Bootwaren auffällt, die frise da aus. Garantiert, da gibt der Brief und Siegel drauf. Pulmen Weihnachtsmarkt ist wirklich schön. Ja, und deswegen haben wir uns auch heute dazu entschieden, dass wir da hingehen. Muss man zwar ein bisschen einen Eintritt zahlen, aber du, ganz ehrlich, es ist kalt draußen, es liegt fucking viel Schnee und der Pulmen Weihnachtsmarkt ist wirklich brutal schön. Und einen besseren Zeitpunkt kannst du jetzt, glaube ich, für Pulmen nicht erwischen. Deswegen haben wir gesagt, du, pass auf, das machen wir heute. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich werd ein paar Beidel vielleicht machen und dann ins Discord da. Ist die Straße zu Pulmen jetzt endlich fertig oder ist da noch gesperrt? Die ist fertig. Ist da ganz Flamingos? Wo ist der Sei? Ah, der Sei ist noch im Saufkummer, ja, blöd. Schade eigentlich. Nom Keks. Ja. Mehr Kekse, mehr gut. Ich mache auch Marmeladenfüllung, aber ich mache absolut keinen Lebkuchen. Ich normal auch nicht, aber kennt ihr die, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind doch, das sind so Herzerl mit Schokoüberzug und in dem Herzerl drin ist halt so ein bisschen Marmelade drin. Und, wow, lecker, die haben meine Eltern auch weiter haben. Die werden in der Speise entdeckt, dann, ne, die müssen es ganz gut verstecken, weil die mag der Papa auch recht gern. Aber die, wenn ich erwisch, da bleibt für den Papa nichts mehr über, sag ich dir, wie es ist. Aber wir haben die heute jetzt keinen Schnee gekriegt, oder was? Frechheit. Das aeriert sich heute noch nicht. Ja, es hat ein Dünenfondue Kurigalsu. Aha. Ja, schon einmal drüber geredet haben. Wie kann denn ich jetzt ein Pferdl rufen? Sei meine Augen, Guido. Ich hab keine Ahnung, wie man Pferdl ruft, aber okay. Ja, die kenne ich auch, so ein Backel ist gleicher. Ja, ich weiß nicht, wie viel da drinnen haben. 10, 15, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie gesagt, wenn du mir Bootwaren anfüllst damit, ja, sag ich kein Problem nicht. Da bin ich knallhart. Es gibt einfach so gewisse Lebensmittel, da wo ich halt einfach, da habe ich kein Sättigungsgefühl mehr, da geht's einfach dahin. Ja, das ist noch okay, die Lebkuchen mit Marmelade, aber die normale Lebkuchen ist bei. Ja, normaler Lebkuchen mag ich auch nicht. Tatsächlich. Kann ich auch nichts anfangen damit. Ist auch blöd, dass da hinten kein Schnellreisepunkt nicht ist, gell? Man kann auch nirgendwo schnell reisen tatsächlich. Da ist der Winterpalast. Da ist ein Musiker. Nö, kann man nicht schnell reisen. Seien wir ganz ehrlich, in so einem Backel ist ein Zwein drin, Mr. Werb. Ich glaub, du triffst den Nagel auf dem Kopf. Ne? Warum müssen das auch immer so Mini-Backel sein, so 10er-Backel? Ja? Warum kann ich da nicht einmal so, weiß ich nicht, eine ganze Umzugskisten voll verkaufen? Ich verstehe die Frage nicht. Was, da kaufst du einmal ein, zack, bumm, was bist du mit dem Vorrat für eine ganze Woche? Du frisst das alles, eh? Also Lebkuchen, die ganzen Schoko, die Marmeladenherzen und so weiter und so fort. Also, okay, das ist quasi der Allesverwerter. Perfekt. Alles. Okay, das heißt quasi, wenn wir mal in einem apokalyptischen Szenario warten, was wir uns ja natürlich alle nicht wünschen, und da müssen wir schauen, dass wir Diassi im Team haben, weil die verwertet dann den Rest. Ja, alles, was alle anderen nicht essen, ist dann Diassi.
Ja, ist ja schwarz zum Zusammenreißen. Was das Schlimme ist ja, es ist ja nicht nur die Vorweihnachtszeit. Also die Vorweihnachtszeit, ja, natürlich, ich bin eigentlich auch so, dass ich sage, okay, ich jetzt da eigentlich nicht so unbedingt versteift drauf. Aber gerade im Dezember, ohne Scheiß, allein was ich zwischen 24. und 31. Dezember in mich reinwirgel, das gelangt eigentlich fürs ganze Jahr. So, das ist immer so der verflixte Monat, da wo es einfach nicht drum rumkommst. Süßigkeiten, fettig und ungesund zum Essen, aber weil es halt einfach dazugehört, ne? Du schaust eigentlich, also ich zumindest, ich schaue eigentlich das ganze Jahr über schon ein wenig auf Figur und auf das, was ich zu mir nehme, aber im Dezember ist mir einfach schonungslos egal. Das Fleisch könnt ihr haben, der Rest ist meins, außer Marzipan. Okay, wenn du schon sagst, Fleisch kann ich haben, dann werden wir dann, meine Jassi, wir zwei kann uns gut verstehen. Weil bei mir ist es nämlich genau andersrum. Ich nehme das Fleisch, das Gräf oder Kind sein Kissen nicht mehr. Hab ich da Marzipan gehört? Ich kann mit Marzipan auch absolut nichts anfangen. Das war so eine richtige Trap jetzt halt am Freitag. War ich auch bei meinen Eltern, oder was heißt, ne, bei der Wohnung halt. Und Mama legt so ganz, so präsentativ, legt sie so ein Lind-Schokoladen, also das müsst ihr euch vorstellen, die ist ungefähr so breit und ungefähr so lang, von Lind, Schokolade, Vollmilch. Und Mama sagt, da schau, ich hab da einen Lindschokolade hingelegt, gell? Und ich so, ja geil, wow, leck. Schmeckt richtig gut, so richtig edel Schokolade so im Endeffekt. Und ich beiß eine, dann war da Marzipan drin. Und Mama hat sich kugelt vor lauter Lachen, weil ich hätte ihr fast auf den Tisch gespielt. Ohne Witz. Dann habe ich gesagt, Mama, der geht an die. Das ist jetzt ein 1:0, aber merke dir meine Worte, die Rache wird folgen. Muss man noch irgendeine Schandtat einfallen lassen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel tue ich einen Schneeball in den Pfanne rein, wenn sie irgendwas macht. Keine Ahnung. Wollen wir schauen. Was hat man vom Leben, wenn man sich nie was gönnt? Ja, genau. Für was geht man denn auch in die Arbeit? Genau so ist es. Leck, wer hat Bock auf ein... Gickel! Stehen bleiben. Okay, das Gickel, das hat einen Turbo drin. Perfekt. Marzipan dasselbe wie Lebkuchen. Bah. Nein, Marzipan mag ich nicht, ganz ehrlich. Also ich esse eigentlich nahezu jeden Schokolade, ich esse Zartbitter, ich esse Vollmilch, ich esse Nougat, ich esse Joghurtfüllung, Erdbeerfüllung, alles. Was ist mit euch verkehrt? Was ist mit euch verkehrt? Ja, freilich führt sich einfach auf, während die spazieren gehen, oder? Ist voll Idioten. Was war denn das jetzt? Doch gar nichts gemacht. Okay, jetzt dürfen wir schon nicht einmal mehr im Bagdad spazieren gehen. Ja, super. Perfekt. Der Werb und ich teilen sich dann das Marzipan, bleibt mehr für uns gern. Gern, du kannst du haben. Du ganz ehrlich, da lege ich sogar noch eine doofe drauf, wenn es sein muss. Was für ein Leben. Hey, was? Oh, ist ein Mädchen. Wo ist der Katzenclan? Warum kann man... Okay, Ubisoft, eine Frage. Warum kann man die Mieze nicht streicheln? Das ist in Assassin's Creed 3 auch gegangen. Ah, ja. Ja, perfekt. Ich sage jetzt ungefähr gar nichts. Oh! Au! Okay, ich hab nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, hat es in dem Jahrhundert schon, also das ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, aber hat es in dem Jahrhundert schon Hunde gegeben? Muss ja fast, wenn es Katzen auch gegeben hat, oder? Ja, jetzt bin ich gespannt, was die halt zum Sagen hat. Wir haben ja im Streit auseinandergegangen, sozusagen, ne?
Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Ich hab sie Scholle, dem Nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja, Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder Basim? Wir sehen uns dann. Okay, schau mal gut, wir haben uns wieder versöhnt. Das ist zauberhaft. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Eine geheime Kammer? Boah, like, wenn das so angelehnt ist wie die Assassinengräber, dann bin ich voll dabei. Müssen wir uns dann anschauen. So, eine Studie, die 1997 im Science-Magazin veröffentlicht wurde und die DNA von Wölfen und Hunden verglich, datiert die Domestizierung des Wolfes sogar mehr als 100.000 Jahre zurück. Zum Vergleich, Katzen schlossen sich den Menschen erst vor ungefähr 9.500. Was denn die Info jetzt wieder ausgrund? Du bist doch auch wirklich ein wandelndes Lexikon, oder? Aber mehr ist für einen Hinweis. Okay, dann hat sich die Frage erledigt. Es hat Hunde schon gegeben zu dem Zeitpunkt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Nachforschungen. Das ist abgehakt. So, verfindet die versteckte Stätte. Nihal erwähnt in ihrer Nachricht eine Oase nördlich der Dünen von Dur-Kuri Castle. Da waren wir vorher gerade. Ich habe bei einem Ordensmitglied eine seltsame Scherbe gefunden. Okay. Schauen wir mal. Können wir da auf der Map schon irgendwas machen? Ah, jetzt haben wir nämlich da Aussichtspunkte. Irgendwo waren da die Dünen, oder? Das müsste da irgendwo gewesen sein. Gehen wir aber erst einmal da auf. Da schaltet man normalerweise irgendwelche wichtigen Orte frei und dann können wir uns da mit Sicherheit irgendwas aus den Fingern saugen. Der Ruf findet die versteckte Stätte, befindet sich nördlich der Dünen von Dur-Kurigalsu. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ah, warte mal, da ist jetzt irgendein Hinweis. Da ist jetzt irgendein Hinweis, dann gehen wir erst Beton noch hin. Leite mich, Enkidu. Ah, das ist wieder ein Sperrgebiet da, gell? Gehen wir erst einmal baden. Ah, da hinten. Da. Ein Mitglied von Ad-Diab.
Dem sollte ich nachgehen. Ach so, der hat uns ja vorher angegriffen. Da haben wir aber noch nicht gewusst, dass er so einer ist. Was auch immer. Wenn man ja da steht. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, muss man den killen oder muss man den einfach nur verfolgen? Ich gehe ihm jetzt einfach einmal nach, dann werden wir Chance finden. Haben wir da irgendeinen Hinweis gekriegt, was wir da machen sollen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber mit dem Kodex. Rätsel auf der Schirm, dieses. Ataben sind Elite-Mitglieder des Ordens in und um Bagdad, die geheimnisvolle Scherben bei sich tragen. Verwende bleibende Adler, um sie zu finden, die Scherben zu sammeln und ihre Geheimnisse. Ja, dann werden wir ihn umbringen müssen. Das dauert nicht lang. Er hat gerade jemanden getötet. Das war's für dich. Ich hack dich in Stücke! Klüger kämpfen. Hey, warum kann er jetzt nicht kontern? Noch eine Scherbe. Okay. Aber was mir die Scherben jetzt bringt. Moment einmal. Wenn wir mal ins Inventar schauen. Aber jetzt 2 Stück. Diese kleine Scherbe wiegt schwer in meiner Hand. Sie scheint von einer seltsamen Energie erfüllt. Okay. Nice. Gut, aber interessant war jetzt einfach nur mal, wo genau nochmal die Dünen haben. Da hinten ist wieder nochmal so ein Artefakt, was man steigen kann. Ich kann nicht glauben, was... Hey! Auf jeden Fall der Aussichtsturm. Da hat sich der Architekt natürlich auch wieder bescheifeln lassen, dass wir da ja nicht geradeaus aufgehen können, gell? Hä? Hä? Wir verarschen jetzt, oder was? Hey, du wirst doch jetzt da... Ach, da schon her. Okay, keine Ahnung, wer da kocht, aber...
Wir nehmen ihm jetzt einfach mal alles mit. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir aufdecken können. Okay, jetzt können wir zu den Aussichtspunkten schnell reisen. Das ist gut für uns. Ja gut, was haben wir jetzt da aufgedeckt? Eigentlich nichts, oder? Also wirklich. Die Dünen müssten ja irgendwo da sein. Was ist das da? Da Dünen von Durkurigalzu. Da müssen wir irgendwo hin, da müssen wir die Artefakte finden. Oder die Städte müssen wir finden, oder? Na gut, dann gehen wir mal von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt, hätte ich fast gesagt. Ja, das ist jetzt quasi mehr oder minder unsere Mission, oder? Mal schauen. Was haben wir denn für Nachforschungen? Die ist erfüllt. Ach, da gab es auch noch was. Melde dich bei Rosham, also quasi in der Assassinengilde. Okay, aber gehen wir mal da nach. Das wird schon irgendwie passen. Ah, da ist ein Esel. Kann man auf dem Esel reiten? Bitte, dass man auf dem Esel reiten kann. Ja, natürlich wieder nicht, ist eh klar. Boah, leck, er ist ja wach. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus Tirol. Morgen wieder die Rauschkugel. Na, wir schauen mal aus. Da haben wir halbwegs fit, Mr. Seitching. Wie war der Abend? Ich bin jetzt auch munter. Ja, und dahinter gleich ein Mir-Emote hingeklatscht. Perfekt. Es lebt. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie schleißig haben wir beieinander? 10 ist brutal schleißig. Wahrscheinlich schreibt jetzt gleich 12. Nein, also, ja, okay. Oder halt so. So geht's natürlich auch. So geht's natürlich auch. Dünen von Durkurigalzu. Ja genau, und da müssen wir halt irgendwie die verborgenen Städte finden. Warum habe ich so das Gefühl, dass es irgendwo gleich da herunter ist? Das schaut aber massiv nach einer verborgenen Stätte aus. Vor uns kann sich nichts verstecken. Okay, das schauen wir uns an. Oh. Ist ja ohnehin ein Sperrgebiet, abgesehen davon. Ein bisschen Schleier. Ich bin eine Schulterfett dabei. Die klappt immer. Hab mir schon viel zu oft den Hintern. Aufhören! War das denn vor oder nachdem du dich erschrecken, den ich richtig finde? Weiß jemand, was hier vorgeht? Wenn jemand unbedingt sterben will, ihr gnädigst. Ja, habe ich die Regel. Die haben da eine erhöhte Position, okay. Mir geht Merci für den. So, ich klingt mir mal aus dem Chat, ich ruft. Ob's Tablet dabei. Merci dir. Ihr nicht. Der hat Song vom Alkoholpegel 6, aber vom Heimkämmer her und wenig Schlupfer 10, okay. Also war's nicht quasi, da bist quasi nicht so krass eskaliert.
Hier bist du nicht. Aber ich finde dich. Augen auf. Hey, was? Ich finde dich. Genau, mit Feigling. Stell dich aus. Gut, so war es jetzt eigentlich nicht geplant, aber okay. Naja, fast. Die Frage ist jetzt auch, was das, ob jetzt das die versteckte Stätte ist, aber ich glaube schon fast. Haufen Zeit gibt es da auf jeden Fall zum Finden. Das ist gut für uns. Ja, Hauptsache Täner haben es gut, die Bäckern einfach. Aber ich hab's nicht mehr, damit nichts passiert. Okay. Dann aus, wie wenn man das irgendwie in die Luft sprengen kann. Aber die Frage ist, wie? Ja, warte mal. Okay, das kann man nicht tragen, okay. Sechs bis 7 Bier zugleich die Menge zum Zwetschgen. Oh, leck, du hast es quasi gemischt. Okay. Was soll ich da jetzt machen? Kann ich da überhaupt irgendwas machen? Schaut nicht so aus. Knochenwürfel, ja, perfekt. Warte, wie wird man das auf der Map? Gut, das glaube ich ist aber nicht die Stätte. Das heißt, es ist ja nördlich davon. Also das müsste ja dann irgendwo... Ja, irgendwo da erinnert sein. Keine Ahnung. So wie gestern auch circa. Komm, wo bist du gewesen? Muss man schauen, kann man da absteigen? Kommt man bestimmt, aber halt nicht von da. Aber da schaut es doch aus, wie wenn er sich da festhalten kann, oder? Oder auch nicht, okay. Ah, geht's vielleicht von da? Let mich sehen. Ja, wie, der kann sich da nicht festhalten? Ja, jetzt, okay, wollte ich gerade sagen. Muss ja irgendwie gehen. Ja gut, steigen wir einfach mal in irgendeinen Hügel auf, wie mitten in der Wüste. Oh, der mal ein bisschen Ausblick genießen.
Weihnachtsfeier von der Arbeit aus, war lustig. Ja, das ist auch so ein Bilderbuchmoment, was meistens einmal eskaliert, ne? Historische Städte. Ja, gut. Die Dünenhand da. Also das ist sowieso das Verkehrte, okay. Wenn da die Dünenhand, und wir müssen mal nördlich davon suchen. Norden ist bekanntermaßen oben. Also muss das irgendwo da erinnert sein. Vielleicht auch da herum bei der Oasen, das kann natürlich auch sein. Ja, das war mehr Zufall, dass ich das gefunden habe. Wollen wir noch mal schauen, geht's da wirklich nicht weiter? Wir haben gestern eine Kollegin in Ruhestand verabschiedet und die Willi-Runden waren nicht so ganz. Ja, aber das ist immer schön, wenn man einen Kollegen in den Ruhestand verabschieden kann. Die haben es dann auch verdient, so, ne? Da, jetzt passt auf, ja, da geht es jetzt scheinbar wirklich nicht weiter. Da brauchen wir irgendeine Feier, das muss man irgendwie aufsprengen oder so. Aber okay, das ist fein. Das heißt für uns jetzt quasi, wir schauen da nochmal da oben nördlich noch, wo es da Phase ist. Jetzt gehen wir mal zu dem Aussichtspunkt und dann sehen wir schon. Irgendwo muss die Grabstätte ja sein, die versteckte, ne? Bei uns ist Weihnachtsfeier am 22.12. gehen nicht hin, weil es zu weit weg ist. Einfach 50 Kilometer und das abends um 7. 50 Kilometer, ja, das war jetzt in etwa so, wie wenn ich auf Osterhofer fahren darf, so. Mal gut, es war einmal im Jahr, das kann man schon mal machen, so war es jetzt nicht, aber... Pensionierungsfeiern sind auch klassischer Absturz. Ja, vor allem für den Pensionisten. Verständlicherweise. Muss man fairerweise auch dazu sagen. Ich glaube, wenn irgendwann einmal in Rente gang, falls es sowas dann noch gibt, bis das soweit ist, dann meine ich, das war auch so ein Abend, wo man mal zusaufen hat. Wahrscheinlich. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Was siehst du hier? So, das müsste, wenn das jetzt die Dünen haben, oder? Dann muss das irgendwo da drin sein, auf dem Weg zum Aussichtspunkt. Da hinter, da leicht eh schon etwas, seht ihr es? Kann schon da sein. Es sind am Tag 200 Kilometer, die ich fahren muss. Na danke, da darf ich dann zweimal los. In der Arbeit schon insgesamt 80 Kilometer und dann abends noch 100 Kilometer. So, du hast in der Arbeit auch schon so weit. Bei mir waren es auch 40 Kilometer zur Weihnachtsfeier, das geht schon. Ja, wie gesagt, bei uns ist ja, ich kann heuer auf unsere Weihnachtsfeier nicht gehen, weil ich da auf einer Hochzeit bin, von einer sehr guten Freundin. Aber bei uns ist halt Weihnachtsfeier aber beim Asche. Also, die, wo halt aus der Passauer Gegend kommen oder halt schon mal in Passau waren, die kennen das Lokal eventuell am Anger unter. Da haben wir bei unseren weihnachtlichen Umtrunk. Da haben Wochen. Stirbst du! Moment, wenn du ein Mann wärst, würdest du kämpfen. Schneller! Nicht flott machen! Du kommst mit. Ich pass auf dich auf. Hab ich nicht! Los jetzt! Okay. Sucht überall. Jawohl. Wir finden sie alle. Wenn ich fertig bin. Mal hiervon. Keine Ahnung, wie die. Wow! Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber.
Es war effektiv. Aber dass da Wachen stehen, das ist ein gutes Zeichen für uns, dass wir da in der Nähe von etwas sind, was wir entdecken können. Wahrscheinlich. Ja, aber das ist schon einfach 41 und da habe ich keinen Bock mehr abends noch mehr loszufahren. Vor allem haben viele abgesagt, dass sie heimfahren nach Kroatien und dann lohnt sich's nicht. Zumal unser Chef auch Arsch ist. Hä? Die fahren nach Kroatien? Wie die fahren nach Kroatien? Nördliche Oase. Das muss die Oase sein, die Nihal im Sinn hatte. Ach so, da soll ich quasi suchen. Ja, okay. Ja, aber perfekt. Ja, schaut her. Da haben wir schon wieder so ein kleines Geheimnis gelüftet. Ja? Eventuell. Schaut aber auch geil aus, gell? Muss man vielleicht schon auch dazu sagen. Wir haben viele Kroaten, Serben, die dann logischerweise heimfahren. Ach so. Okay, ja gut. Ist aber dann kurz vor Weihnachten dann auch verständlich, gell? So, jetzt steigen wir erst einmal da auf. Jetzt zumindest einmal ein paar Schnellreisepunkte auf der Map. Ich konnte mir vorstellen, dass wir in der Oase tauchen müssen und dann irgendeinen versteckten Höhleneingang finden. Das war jetzt da direkt ins Battle passen, wenn du mich fragst. Wichtiger Ort entdeckt. Nördliche Oase, ja, okay. Ja, dann schauen wir mal zu dem See, oder? Was ist das? Auf ein Wollen! Augenblick! Ja, perfekt, du kannst aber auch gar nichts. Also man muss zweimal R1 drücken, dann macht er einen Double Kill. Was siehst du? Ja, wie gesagt, man muss tauchen. Anscheinend wurden die Scherben bereits von Athiab ausgegraben. Ich halte die Augen offen. Wow, leck, also die Unterwasserwelt schaut ja auch nicht schlecht aus, gell? Aber da bin ich jetzt gespannt, was wir da für Geheimnisse entdecken. Eine Flamingo-Feder, ja, perfekt. Ah ja. Ich frage mich, wo das hinführt. Ja, das werden wir jetzt rausfinden, hätte ich gesagt. Ja, geschmackig. Tu ich durch die Spinnweben, ist eh klar. Was für ein Zauber ist das? Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn aufzulösen. Okay, wir haben da ein Rätsel. Du hast genügend Rätsel auf den Scherben, um ein Ausrüstungsstück zu bekommen. Gehe in die Kammer unter der nördlichen Oase, um deine Scherben einzutauchen. Ach so, für das brauchen wir die Scherben, damit wir das da... Okay. Und wir haben zwei. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Das Samsama. Okay, was ist jetzt das? Quasi eine neue Waffen, oder wie? Da ist ein Dolch. Wow.
Uralte Magie stiehlt Lebenskraft zugunsten des Trägers. Jeder 5. Treffer heilt 10% von Basims Gesundheit. Wow, okay. Schaut irgendwie aus wie so viele Tiermesser, ich weiß auch nicht. Aber okay, das nehmen wir jetzt einfach mal. Achso, und dann brauche ich da quasi 5 und da hinten brauche ich 3. Also da ist dann einmal ein Schwert noch dazu und was ist das andere? Das sieht man gerade. Das ist wahrscheinlich eine Rüstung, kann man vorstellen. Ja, okay, I see what it is. Also natürlich die Geheimnisse der Kammer, ja, das haben wir ja quasi, oder? Oder gibt es da sonst noch was? Moment einmal. Aber mehr gibt es da dabei nicht. Okay, ja gut. Also indem ich 10 so Scherben sammelt, erfülle ich quasi die Mission, okay. Gibt's doch garantiert auch noch etwas, oder? Okay, oder auch nicht. Ja, das hätte ich auch können. Aber das mit dem Taucher, das ist schon cool gemacht. Dass du teilweise Geheimnisse unterhalb von der Map noch erkunden kannst. Oder sogar musst. Okay. Passt auf, schauen wir mal, was Nachforschung sagt. Nachforschung sagt uns jetzt halt. Ja, genau. Das kann ich erfüllen, indem ich praktisch diese 10 Scherben sammle. Das muss man quasi im Flyby quasi machen. Immer dann, wenn man so etwas sagt, das ist ähnlich wie bei ihm da. Immer das Zeug sammeln, damit wir immer die 10 Scherben haben. Dann erfüllen wir quasi die Quest, oder? Okay, ja gut. Easy. Auf alle Fälle noch irgendwo drum. Das sind halt wahrscheinlich genau die unterhalb, die wo wir eben gerade gesehen haben. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, das sind die direkt unter uns. Das sind die in der verborgenen Kammer. Okay. Gut. Dann. Machen wir da weiter. So, mal schauen, wo müssen wir denn da hin? Da runter her. Ins Bruderschaftshaus. Kriegen wir hin. Jemand sollte etwas unternehmen. Okay, der Mann ist dicke Luft. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El Chul konzentriert waren, suchte Fulat in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in 3 Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El Abbasiyah und El Kach. Ich breche bald nach Ash-Sharqiyah auf.
Und ich schließe mich Rivka in El Karch an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Aha. Also quasi mehr Sieh dich Schnellreisepunkte. Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. So, was haben wir jetzt da? Blaspfeil. Ein lautloses Geschoss, das Ziele zum Einschlafen bringt, kann angepasst werden, um zu vergiften oder Ziele in Rage zu bringen. Das hört sich gut an. Rauchbomben, eine alchemistische Pistole, ja wahrscheinlich. Eine alchemistische Fiole, die eine dichte Rauchwolke freisetzt, welche die Sicht versperrt. Der Rauch kann für Angriff oder Verteidigung angepasst werden. Eine Falle, eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann tödlich gemacht werden. Interessant. Lärmer. Ein kleiner Sprengsatz, der Wachen vom Basim fortlockt, kann zur Waffe gemacht werden. Das Blaserohr ist einmal am interessantesten, weil es lautlos ist. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jafar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Achso, ich muss mir da immer eins... Moment einmal, ich muss mir da immer eins aussuchen. Willkommen, willkommen. Eure. Hilfsmittel verbessern oder freischalten. Okay. Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Sei mein Gast. Okay, scheiß Blasereal kann ich zum Beispiel schon mal besser mal. Das ist ja schon mal was. Schalten wir mal das frei. Und da nehmen wir uns dann, pass auf, erhöht die Anzahl der Nutzungen. Wie oft kann ich es denn überhaupt nutzen? Hilfsmittelvorrat, 6 Mal quasi, okay. Erhöht die Dauer, verlängert Effektdauer. Und was haben wir da? Erhöht die Wirkungsreichweite dieses Hilfsmittels. Hä? Wie kann der Blaserohr wirken? Ich verstehe die Frage nicht. Das war halt brutal, gell? Tödliche Dosis. Ziele werden vergiftet statt eingeschläfert. Die werden jetzt aktuell schlafen geschickt. Ja, ich nehme jetzt einfach mal das. Das kann ich noch nicht, oder? Ja, da geben wir jetzt die... Da gehen wir jetzt 43 Zahnradl ab. Okay, ja gut. Macht da nichts. Wir haben jetzt 8 Stück. Was das? Können wir noch was freischalten? Sicherlich wart ihr nicht untätig. Sieh dich um. Achso, da schau ja, das können wir auch noch... Oder haben wir das schon alles jetzt? Nein, haben wir noch nicht. Okay. Ich glaube, dass die also Sprengsatz... Oder warte mal. Tödliche... Eine nicht kann tödlich gemacht werden. Ich glaube, dass die Falle brutal wird. Achso, ich kann... Achso, freischaltbare Hilfsmittel 0. Okay, ich kann quasi nichts freischalten. Genug gesehen? Okay. Alles klar. Ich stehe in eurer Schuld. Bis bald. Kopf oder Schlange oberhalb des Ohrens. Nachforschungen öfter. Was? Der Kopf des Ohrens. Ein Hinweis bestätigt, dass es in Bagdad einen Kopf des Ohrens der Ältesten gibt. Setze deine Nachforschungen fort und enttarne die Ordensmitglieder, die in den Bezirken Bagdads arbeiten, um mehr Hinweise zur Identität des Oberhaupts des Ordens zu erhalten. Ach du Scheiße. Ach so, das haben jetzt quasi... Das ist der Bezirk, da gehört das alles dazu. Dann haben wir jetzt einen neuen Bezirk, da gehört halt was weiß ich was hin. Und bei den anderen 2 Bezirken ist das Gleiche. Und alles führt dann in die Mitten. Also er da, der El Ghul, den wir letztes Mal umgebracht haben, hat eine Verbindung zum Haupt... Ne? Zum Haupt-Charlie. Bei ihm wird es dann auch wieder so ein Hauptziel geben. Der führt dann da einer. Kann ich mir vorstellen zumindest. Aber gut, okay. Rang erreicht Lehrling, ja perfekt. Ja. So, lassen wir mal mitbluten. Gut, müssen wir da erst einmal schauen, was wir für eine Nachforschung machen. Gut, das erfüllt jetzt quasi mehr oder weniger im Nebenbei. Dann schauen wir mal da weiter. Gelange zum Bruderschaftshaus El Abbasiyah. So, das ist jetzt wo? Ach, das ist eh da. Na ja, dann.
Ja, dann, wenn das eh so schnell geht. Ah, okay, und so kalt ist. Okay, ja, passt. Ah, warte mal, da ist wieder so ein Fragment. Das nehmen wir natürlich mit. Ah, wie ich gerade gesagt habe, die Mission erhöht, die erfüllt sich jetzt quasi von selber. Also, was heißt du selber? Einfach ein wenig Map erkunden. Boah, dezente Arschbombe. Erst einmal den Steckbrief abreißen. Wo immer der jetzt hängt. Hallo? Ah, da ist er. Die Wachen werden gut aufpassen. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir ja mit einem Blasrohr bewaffnet, ne? Das heißt, das können wir ein bisschen unauffälliger hantieren. Im Hammam haben wir jetzt, ja, perfekt. Ah, da hinten geht er, ja, siehst du es da. Aber der ist alleine. Hier ist ein Mitglied von Aviab. Weise mir den Weg. Er hat gerade. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Nächstes Tor. Okay, Blasrohr scheinbar OP. Perfekt. So, dann gehen wir ins Bruderschaftshaus. Da wo wir unsere nächste Hauptmission kriegen. Fliegende Autos im Jahr 1500. Der muslimische Kalender beginnt mit der Hijra, der Auswanderung, ja, wie auch immer. Weil wir, im 1500, da war was, der Ron und der Harry haben da durch die Gegend geflogen, meine ich. Ah, unser neues Heim in El-Abbasiyah wird von einem aufgeweckten Rafik vortrefflich bewacht. Basim, du hast mich erschreckt. Ich war in ein Gedicht vertieft. Ah, wessen denn? Der Sayyida Arib. Die Worte der Hofdichterin zwitschern wie die Vögel in Jannah. Oh, ja. Ich habe ihre Werke gelesen. Als wir klein waren, schlichen meine Freundin Nihal und ich uns oft ins Haus der Weisheit. Stundenlang lasen wir von Göttern und Djinn. Ich habe diesen Ort stets gemocht. Das Haus der Weisheit ist nicht mehr das, was es einst war. Ist unser Freund Ahmad ibn Musa nicht dort? Er wollte doch zurück, um dort zu arbeiten. Ja, ich schickte nach ihm und bat ihn um Hilfe mit diesem Bruderschaftshaus. Es kam nie eine Antwort. Meine Spitzel trafen ihn nicht an. Eine Woche ist vergangen und er ist immer noch unauffindbar. Also wird einer der berühmten Banu Musa im Haus der Weisheit vermisst. Ja. Geh dorthin und finde heraus, was passiert ist. Das werde ich. Merci dir sei. Vielen Dank für die Werbung. Tranksammler, okay. Okay. Schauen wir uns einmal die Nachforschungen an. Was haben wir jetzt? Okay. Ahmad ibn Musa. Ahmad ist das größte Genie unter seinen Brüdern. Ahmad ibn Musa hat eine Werkstatt im Haus der Weisheit. Okay. Was haben wir jetzt so? Durchsuche Ahmads Werkstatt im Haus der Weisheit. Okay, Hinweis nicht gefunden. Ja gut, das werden wir jetzt einmal verfolgen. Auf alle Fälle, um ihn geht es jetzt auf alle Fälle. Schauen wir. Das ist mal gut für uns. Muss auch mal sein. Ja, vielen lieben Dank. Und wir haben einen Fertigkeitspunkt. Moment, können wir uns da was leisten? Wie viel haben wir jetzt? Ne, jetzt wo einen. Ja, okay, da können wir uns jetzt quasi gerade noch nichts leisten.
Okay. Ah, da ist wieder... Scheint ein Steckbrief zu hängen. Perfekt, den nehmen wir gleich mal ober. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Und dann schauen wir mal ins Haus der Weisheit, da wo der Brudi da vermisst wird. Vielleicht haben wir noch eine schöne Schleichmission. Wer weiß das schon. Ja. Na, das sollst du umgehen. Ich hab mich gerade beim Gnädelbrot ein wenig vertan. Gach mal 19 Gnädeldraht für 3 Erwachsene und 2 Kinder. Du, mehr Gnädel macht kräftige Wadel, habe ich mal gehört. Aber 19 Gnädel, hey, lebt mir Mosch, das ist schon sportlich. Wer Preis wie viel isst? Also wenn es jetzt so, versetzt dir mal in die Lage, du bist so richtig krass hungrig. Oder generell einmal die Frage an euch. Wie viel Gnädel isst ihr, wenn ihr richtig hungrig habt? Also wirklich so, stellt euch vor, Schweinsbraten mit Semmelgnädel oder Reibergnädel. Was schafft ihr so? Ich hab das wie gar nicht mehr gar, meine 3 dabei, okay. Sei hat 4. Preis dann 3. Mir, der Birgit gelangt einer. Nur dank Imam Ali lebt er noch. Fliegenzählen war das Spannendste, was heute passiert. 2 mindestens, okay. Der King of Barbecue 4. Okay. Einer nur mit Sauce, ich mach keinen Schweinsbraten. Okay, Birgit, du bist ab jetzt offiziell, okay, na, entschuldige. Stimmt, du bist ja, ich weiß schon warum. Entschuldige, du bist ja vegetarisch oder vegan oder beides. Ja, okay. Hab ich nichts gesagt, Entschuldigung. Kleiner Schweinsbraten 3, großer Schweinsbraten 2. Der Verb ist 3. Also kommt auf den Gnädel drauf an, Fleischgnädel 2, Kartoffelgnädel mindestens 4. Kommt aber auch auf die Größe drauf. Ja, ein normaler Gnädel, also jetzt nicht so ein Wirtshausgnädel, das war eigentlich ein Nosenpopel sein können, sondern schon ein sicherer. Ja, also so ein, sag jetzt mal so Durchmesser 5 cm. 6 cm. Bin ich vegetarisch, bin ich noch allgemein nicht Schwein, okay. Also ich zeige schon, so zwischen 2 und 4, da ist ja jeder dabei. Ich is beim Schweinsbraten meistens 2 Ranken Fleisch und 3 Gnädel. Semmelgnädel. Aber interessant. Also Birgit überlebt die Apokalypse nicht bei dem, wo so es nicht ist. Das wird, ja, Birgit wird dann durch, die müssen wir irgendwie zwangsernähren dann. Keine Ahnung, mit der Spritzen oder was. Keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Fleisch pürieren und dann einen Anschein spritzen. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie müssen wir uns einmal. Die Assi haben wir festgestellt, ist nicht das Problem. Birgit wird das erste Thema werden. Natürlich ist nur Gaudi, ne? Leute, beruhigt euch! Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Zorn kommt über uns! Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Eimertruppe? Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben Sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ist ja der Assassinen-Obermeister los? Ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek. Okay, da wird jetzt ein neuer Punkt aufgeschlüsselt. Was haben wir? Lebt mir Musche. Ja, okay, schon eines nach dem anderen, okay? Mia, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du bist. Wie geht's dir?
Also bei normaler Hunger ein Stück Fleisch und 2 Stück Knädel und bei großen Hunger mal 2. Ja, das ungefähr so ist das bei mir auch. Zu einem Bradl gehört ein Ehripfel und ein gelbe Ruhm, ist aber nicht relevant, weil ich gerade ein Rotwein-Gulasch mache. Birgit, ist da was dabei? Weil da müsste man so einen Preis sagen, dass er für die Apokalypse schon mal einen Kanister oder ein ganz Fassel voll vorkocht, wenn es wirklich war. Okay. Fall abgeschlossen. Ja, wie jetzt Fall abgeschlossen? Ah ja. Ja gut, dann müssen wir da weitermachen. Du machst halt noch Rindsrouladen. Passt, Rindsrouladen. Wir müssen in der Apokalypse dann Rinder erlegen und nicht Schweine. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der Gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja. Der abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. Boah, leck für ein Gulaschstarter, die gerade alles mit Fell scharf. Ja, weil mehr scharf ist mehr Breselwetzen, wenn du verstehst, was ich meine. Bei mir ist super und selbst kriegst schon wieder Appetit, wenn du den Chat so lässt. Ja, man merkt, ja, die Bazi-Gang ist kulinarisch sehr, sehr variabel unterwegs, wenn du mich fragst. Man merkt da eins, wenn du hungrig bist, komm nicht in den Chat. Oder lesen zumindest nicht. Komm in den Stream, hock dich in deinen Sessel oder auf Couch oder sonst was, machst das Chatfenster zu, kann schlimm enden. Ja? Wobei es hilft ja dann am Ende des Tages eigentlich auch nichts, weil ich lese ja dann das, was im Chat steht. Also mir ist jetzt quasi meinen Stream stumm schalten. Du müsstest da quasi einen stummen Film anschauen. So, ne? Vor allem an einem Sonntag, wo ungefähr jeder am Kochen ist. So. Aber schön, dass du trotzdem da bist. Hey, Neunfinger, hier drüben. Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden Sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. Irgendwas sagt man, dass die Nihal irgendwann drauf geht. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Finde den vermissten Bruder. Köttbullar gibt's beim Setching. Ja, bei uns gibt's halt Weihnachtsmarkt. Also, das heißt im Klartext ungefähr 6 Würstelsemmeln und 3 Stichsemmeln. Oder umdrehte. Ja, und dann hinterher noch ein Crepe, weil zwecks der, was das schon. Gut, wenn mir jemand ein Schwein vorsetzt, esse ich Sau, aber es ist halt nicht meins. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt, Erziehung und so. Oh, ist was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Nein, weißt schon, ich mag Essensinspiration. Ja, da bist du dann bist du gut aufgekommen. Jetzt müssen wir auf alle Fälle mal den Charlie da finden, der wo da irgendwo umeinander sich herum versteckt. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Das hat jetzt ein bisschen was von der Spurensuche in Monster Hunter. Du hast auch, weil wenn du ein Monster noch nicht entdeckt hast, wenn du quasi eine neue Art finden musst du erst die Spuren sammeln, bis du dann wirklich ein konkretes Ziel hast. So. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Ich habe jetzt meine Platzwahl fertig, jetzt kommen Limoncello-Kugel und dann Walleck an meine Adresse auf der Stelle. Limoncelli, das werde ich meiner Freundin und derer ihrer Freundin sagen. Die rennen der Bude ein. Sonst noch irgendwelche Angebote, die ihr holen könnt? Schickt er gerne. Ja, immer. Oh, wei. Seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Bei uns gibt's halt was zum Griechen. So, okay, und jetzt haben wir alles Maul zum Holen, weil über den Griechen geht halt wahrscheinlich nichts. Die Wifi hat jetzt auf den Tisch gehauen, jetzt ist Land unter für uns.
Okay, irgendwo sagt man, dass wir mir da aufhören müssen. Und irgendwo sagt man auch, dass wir mir da die Wochen hops nehmen müssen. Okay, jetzt müssen wir erst mal schauen. Wie können wir denn wo hin? Am besten. Da können wir gar nicht durch. Da gibt es bestimmt irgendwo eine versteckte Tür. Zimtlangos? Was ist das? Das kenne ich jetzt nicht. Ah, warte mal. Aha. Ja, er sagt, ich kann es bewegen, aber er sagt halt einfach... Ah, das ist wieder so ein Rätsel, okay. Was haben wir so? Ah, nicht los aus. Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Entschuldigung, kann ich dir helfen? Der leicht rot, jetzt sieht man dieser Feind. Ein Langos ist nur halt süß und mit Zimt. Ich weiß jetzt gerade, bitte steinigt's mir nicht, ich weiß nicht, was ein Lango ist. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ich folge dir, alter Windelkopf. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Danke, Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht wonach. Eine Schande. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Wachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Eine Lüge! Das ist doch normal! Okay. Ich werde dich von meinen Stiefeln kratzen! Das kenne ich alles schon. Noch lebt er. Bleib wachsam! Der hat mich einfach mies in die Falle gelockt. Ja, das werde ich halt nicht schaffen. Ja, wieso? Oh ja, genau. Die blöde Sau, die hat mich einfach mies link in die Falle gelockt. Ein Lango ist ein Teigfladen und das frittiert. Also sowas ähnliches wie ein Crepe quasi, oder wie? Erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht.
Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Aufgabe für Bazi, heute auf dem Christkindl macht Suche und Essen. Ja, und Crepe habe ich schon gegessen tatsächlich, mit Schoko. Also so Nutella-Creme ist das dann quasi. Das habe ich schon gegessen. Aber wenn ihr ein Lango seid, dann werde wir einen kredenzen. Oder 2. Und was ist mit deiner Freundin? Nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht wonach. Eine Schande. Nun eile dich, es ist nicht mehr weit. Du kannst mich fett am Arsch lecken, du scheiß Windelkopf da hinter. Bitte, versuch mitzuhalten. Achso, das kann ich gar nicht, der blöd. Gleich verstummst du. Hilfe! Ich werde angegriffen! Eine Lüge! Wir wollen ihn leben! Der Kampf läuft noch. Jetzt nicht nachlassen. Verstanden? Oh Mann, hey. Ich hab viel Zeit. Schwächling! Hey, und wieso jetzt? Dümmel macht Freude! Ja, und Herrgottsnamen, wieso denn? Muss schon härter zuschlagen. Hey, check's den, wie sollst du den besiegen? Du kannst mich mit fetter Arsch legen. Das interessiert den gar nicht. Oh, warte mal, da kann ich doch bestimmt jetzt ausnicken, oder? Am besten mit extra Knoblauch. Was ein Lango mit extra Knoblauch? Ich verstehe jetzt nicht. Ist doch eine Süßspeise, oder nicht? Hast du mir einen Wurschlecker? Hier ist ein Mörder! Hilfe! Zeit zu verschwinden. Alter, das gehört das hier nicht. Tu mir nichts! Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr. Ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich schneide am Bord ab und steck dann einen Arsch ein. Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamit. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Also Brudi, ich sag da eins, wenn das wieder der Fall ist. Mir den Weg weisen.
Dann bist du aber fällig, gell? Das garantiere ich dir. So, jetzt haben wir 2 weitere Punkte. Das ist einmal die Ausgrabungsstätte und unentdeckter Fall. Dann werden wir da noch schnell weiter besprechen. Das ist jetzt 11:30, das passt perfekt. So, Langos ist ungarische Küche, im Endeffekt ein belegtes Kuchenfladenbrot, wo aber der Belag drauf kommt und nicht rein. Gibt sowohl süß als auch pikant. Kriegst du in vielen Varianten. Also es ist quasi im Endeffekt, ja, im Endeffekt bei einem Crepe kannst du ja auch im Endeffekt aussuchen, was du einnimmst. Magst du mit Käsefüllung, magst du mit Schokofüllung, magst du damit, was weiß ich. Also zumindest ist das bei uns auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Aber ich werde, Freunde der Sonne, danke für den Hinweis, ich werde Ausschau halten heute noch Langos, okay? Ich werde Ausschau halten. Ja, wir Krebs nur in dick. Also quasi der Dürüm unter die Krebs. Ich stelle mir das jetzt wie so ein Dürüm vor. Mehr oder weniger. Ist nicht gerollt? Ja, okay, dann war es schon wieder mit dem Dürüm. Okay. Die Mission ist jetzt wo? Finde die Ausrede, haben miteinander Hinweis nicht gefunden. Wir haben vielleicht da irgendetwas. Das ist wieder so ein Splitter. Eher wie eine dicke kleine Pizza. Okay, dann brauche ich quasi mehrere davor. Okay, alles klar. Irgendwann ein Talisman. Ein Ernährungstalisman, warum nicht? Ja, okay, aber wo ist jetzt in Herrgotts Namen, wo hat er mir denn das jetzt markiert? Ich seh's nicht, oder bin ich blind? Außerhalb der Stadt. Moment einmal. Ja, das haben wir ja jetzt gerade festgestellt. Ich muss ja irgendwo sein. Ja, aber da gehen uns halt noch die Dinger ab jetzt, ne? Finde die außer Hamid hat eine Karte mit der Grabungsstätte des Hauses der Weisheit zur Verfügung gestellt. Hinweise nicht gefunden, Details. Ja, okay, aber wo ist jetzt die Karten, ist die Frage. Ach so, da. Ich habe eine Karte erhalten, die den Standort der Ausgrabungsstätte südwestlich von Bagdad zeigt. Auf dem Weg befindet sich auch eine Oase. Das ist ein interessanter Hinweis. Pass auf, Moment einmal. Standort der Ausgrabungsstätte südwestlich von Bagdad. Okay, passt auf. Wir müssen mal so südlich, ne? Jetzt passt auf. Der Süden ist südwestlich von Bagdad. Es kann dann da sein. Ne, südlicher Rund, westlich da umzu. Das müsste dann theoretisch irgendwo da sein. Weil man sieht nämlich auf der Karte da so ein Gebäude. Ja, oder es ist das da, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dass das eher da herin, das ist eine Oase auf dem Weg. Oder da rund. Aber ich tippe mal, das ist irgendwo da herin. Weißt du, hauen wir da mal einen Servus her. Na, schauen wir halt mal. Man kann zwar jetzt auch gnadenlos falsch liegen, gell? Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber schauen wir mal, wo wir hinkommen.
Ich hätte vielleicht meinen Bekanntheitsgrad noch ein bisschen senken sollen, aber okay. Was war denn das? Irgendwas hat mich gerade angebrüllt. Ja, das kann schon da sein. Da ist die Oase und dann... Ah, warte mal. Da ist die Oase jetzt, pass auf. Da ist die Oase und da herunter ist das... Ja, es kann schon da sein. Ich weiß nicht, vielleicht beim Morgen. Ja, das kann schon sein, dass der mit den Augen gebrüllt hat. Feinde? Na, schaut nicht so aus. Doch, warten schon Feinde gewinnen, aber. So, schauen wir mal. Das ist auf alle Fälle schon mal ein Aussichtspunkt, das ist gut für uns. Ort entdeckt Oase. Und der ist ja auch in der Karten die Rede, ne? Dass auf dem Weg da hier eine Oase ist. Südwestlich von Bagdad. Das ist gut, weil dann haben wir da automatisch einen Schnellreisepunkt. Da ist die Oasen. So, und da herunter, das da müsste die Grabungsstätte sein, wenn du mich fragst. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das die Grabungsstätte sein muss. Wie geil das Wasser ausschaut. Sehr schön gestaltet. Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Truhenschlüssel der Oase. Okay, da muss irgendwo eine Truhe sein. Sehe ich nur gerade nicht, okay. Okay, weiter mit unserem Spaziergang durch die Wüste. Freunde der Sonne, was sagt denn ihr eigentlich zu Assassin's Creed Mirage? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal nachgefragt habe, aber was haltet denn ihr davon? Wie taugt euch das neue Assassin's Creed? Unabhängig davon, ob ihr die letzten Teile gespielt habt oder nicht. So, da ist auf alle Fälle die Grabungsstätte. Eine riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Leihe mir deine Augen. Okay, Möglichkeiten schaffen.
Ich brauche einen größeren Ofen, so 6 Platten oder eine durchgängige Induktion, war toll. Ja, Induktion da auf das freue ich mich persönlich auch schon in der neuen Kiste dann persönlich. Aber ja, wenn man halt fein kocht, wie ich zum Beispiel jetzt eher nicht, aber dann verstehe ich das, dass man da sich gerne einen größeren Ofen wünscht. Ich finde es ziemlich geil. Okay, der Preis ist quasi addicted. Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Ganz schlecht von der Hitze. Verschaffen wir uns einen Aha. So geht's also weiter. Ich finde es auch gut, endlich wieder ein Gescheites. Ja, also ich muss sagen, es ist halt deutlich, es wird halt der Fokus viel mehr auf die Story gelegt. Wird von Söldnern bewacht. Die haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Oh, leck. Auf die eine oder andere Weise. Viel kann man bei denen. Das sind dezent viele Wochen. Warte mal, kann man die Maschinerie da aktivieren, damit die alle... Du kann ich nicht, okay? Okay, schwierig. Optisch top vom Gameplay her finde ich es auch geil. Wahrscheinlich Charisma. Ja, also so wirklich negativ sagen kann ich über das Spiel aktuell nicht. Das Gesicht kenne ich! Das ist schlecht, weil ich halt einfach nur immer extrem bekannt bin. Spricht mit dem Söldnerhauptmann. Ach, ich kann mit dem... Ach, die greifen mich gar nicht an, oder was? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ihr greift's mir nicht an? Ach so, tatsächlich. Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sag ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Da wird sich doch was finden. Münze zum Anheuern anbieten, ja, 100%. Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, es ist ehrliche Arbeit. Die Söldner greifen die Wachen an, wenn du entdeckt wirst. Das ist gut für mich. Okay, da haben wir schon mal ein Gegengewehr. Es ist schlecht, weil ich extrem bekannt bin, sagte das. Ja, es war jetzt nicht auf mich und meine, also, ne? Es war auf meine Bekanntheit im Spiel bezogen. Ja, ich bin nicht so bekannt. Nicht wirklich. Aber ein netter Wortwitz. Wachdienst unter einer sengenden Sonne. Gepriesen seien die klugen Köpfe des Hauses der Weisheit. Gefährlich und unrein. Wir stören die Geister alter Ungläubiger. Ja, die haben zu zweit, die stressen sie nicht. Ich war vor dem Tor postiert, für den Emir von Berdassan. Nie hörte ich eine solche Stimme.
Kaum erwarten, hier der Kalif, Allah möge ihn segnen, scheint Schwierigkeiten zu haben, den Hof in Samara und in der obersten Stadt zum Schweigen zu bringen. Das sind die Reichen. Augenblick! Allah, gib mir Kraft! Mal gerne schnell stiften. Hä, what the... Moment. Warum hat jetzt das nicht gleich funktioniert? Ja, okay, normalerweise sollte die Mission wieder neu starten, Leute. Fass dich! Wow. Gut, eine gute Schleichmission wird das jetzt nicht mehr. Habe ich quasi schon versemmelt. Hier ist nichts Wichtiges. Ja, es war ja klar, Suche oder? besser weiter. Was? Ich reiß dir die Gedärme raus. Nächstes Mal. Na, los den Freund erst so. Also gut. Wo bist du? Was? Gut. Diese Truhe trägt Ahmads Siegel. Sie wird ihm gehören. Interessant. Ein Brief an Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl im Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Augen auf. Jeden Stein umdrehen, sage ich immer. Ich werde dich zertreten. Ja, warum kann ich denn den Koi ernsthaft nicht von da killen? Was ist das für Scheiß? Okay, wir haben jetzt quasi die Mission da erfüllt, oder was? Tatsächlich. Finde den vermissten Bruder, okay. Warum gibt es da vorne wieder noch eine Truhe? Ja, war jetzt, gebe ich zu, war nicht gut gelöst von mir. Das, da bin ich so ehrlich. Wo ist die Truhe, okay. So, jetzt bist du über eigentlich schnell reisen können, oder? Ist das Haus der Weisheit, oder was? Nachhistorische Städte. Okay, warte mal. Gut, machen wir den Punkt, wo wir noch fertig und dann da ich vorschlagen, switchen wir Spey. Dann switchen wir zur Nuzlocke. Ist das ein Deal? Ich glaube schon. Ich glaube, der Nuzlocke wird's glaube ich, wieder lustig mit den Namen heute. Ja, vielleicht haben wir heute wieder ein bisschen mehr Glück gesehen, als wir gestern. Oder vorgestern. Vorgestern haben wir.
So, wir schnell meine ganzen Verbrauchsdinger auffüllen, wenn das irgendwie möglich ist. Nein, ist nicht möglich, okay. So, ja, auf alle Fälle jetzt mal schauen, dass ich den Konter jetzt gerade mal senke. Der Muktassib möchte alle Händler daran erinnern, dass alle Gefäße und ihre Inhalte zum Schutz Die Schorta beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Gut. Wenn sie nur jemand ablenken würde. Die Konter jetzt gerade ist wieder auf 0. Bürgern. Ich überbringe gute Nachrichten. So, ich verlose euch jetzt für Zeit, weil Fuhrern. Merci dir, Price. Vielen lieben Dank und einen guten Appetit dir und deiner Familie. Großer Schmecker. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir eine Mission perfekt Sneaky Peaky. Müssen wir mal schauen. Also ein bisschen stealthy. Irgendwie, weiß ich nicht, so ganz drauf habe ich es noch nicht. Obwohl wir beim letzten Assassin's Creed Stream sogar eine Mission richtig clean gespielt haben. Aber seitdem halt keine mehr. Ne? Weil der kann den Limoncello durch so roh fressen. Imagine, du rufst bei deinem Vorgesetzten an und sagst, du kommst halt nicht, weil du den schlechten hast. Und er dich dann fragt, wo bist du gewesen? Und er so, ja, und du dann so, ja, ich hab in der Kirche durchgefressen. Irgendwer hat meinen Teig alkoholisiert. Aber ich muss, Birgit, ich muss tatsächlich sagen, das, was du da machst, das mit den Limoncelli, das habe ich so auch noch nie gehört. Tatsächlich. Bin ich ehrlich. Hört sich aber gut an. Auf jeden Fall. Der große Bimaristan. Okay. Der Bimaristan. Krankenhaus ist Hier es. versammeln sich die besten Heiler Bagdads. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Was siehst du, Sadiki? Gut, das hat mir jetzt nichts Besonderes auf jeden Fall. لقد أحصيت 12 رأسا جديدا بين البريد وصاحب الخبر يقول زوجي للجميع الأمر كان مقطعا. Aha, das ist da wieder vom Sperrgebiet raus. Okay, Freunde, ich versuche das jetzt Sneaky Peaky zum lösen, okay? Es wird eh nicht funktionieren, aber ne, da will ich Zeit. Auf alle Fälle haben wir da schon mehr Ruhe, das ist gut für uns. Mein Missionsziel ist jetzt da runter. Okay. Achso, das ist weil die. Achso, okay, weil das. Der generelle Ort ist quasi mein Missionsziel. Da hinten ist ein Tier. Wieder einer von der Grabungsstätte. Diesmal ein gebrochener Finger. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, und da wird er heute wahrscheinlich drin sein. Wir sprechen nicht über solche Dinge. Aber eher mehr Lurt. Okay. Wird nicht ganz so einfach jetzt. Okay. Stealth, ja genau. Wir haben jetzt, versuchen wir mal Stealthy zum sein.
Da steht einer im Gebüsch. Oh, leck, Alter, wie soll denn das machen, ohne erwischt zu werden? Ah, warte mal, da geht's hin. Geht's nach außen? Ah, das schaut mir schon eher auf, wie wenn man da. Weil dann schaut so wieder hinten hin, da rennen einfach mal 6 Wachen umeinander. Wie soll denn das machen? Irgendwer von den Banditen hat auf alle Fälle einen Schlüssel, den wir brauchen. Ah, der patrouilliert da. Da hinten steht auch einer. Vor allem, ich weiß halt jetzt aktuell nicht so wirklich noch, was ich suche. Ne? Dass der mir so einem anderen aufhört. Der ist alarmiert, okay? Tot. Ja, gleich mit. Was? Okay. Das ist zu wild. Hörst du das? Nein? Ich weiß nicht, aber absolut nicht noch, was ich suche, gell? Die Mutter des Kalifen war wieder bei den Eunuchen. Sie war so zornig, dass sie auf Griechisch angeschrien hat. Wahrscheinlich tut sie es immer noch. Oh. Ich töte dich! Ich häute dich, wenn ich dich finde. Noch was zum Fix suche ich eigentlich? Ich brauche irgendeinen Schlüssel.
war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Ich bringe meine Schulterfette bei. Dieses Großmal aus. Das war nicht unbedingt schwer. Ich glaube, ein paar Kniffe konnte ich mir abgucken. Ich war mit Ekbel zusammen, als die Mauer einstürzte. Oh, das war knapp. Noch damit durchschleichen. Erzählen unglaubliche Geschichten. Es gibt's ja nicht, da muss ja irgendwer einen Schlüssel haben, das gar nicht sein. Geh einfach ohne mich zum Rennen. Schlaf nachholen. Ich bin derzeit ständig müde. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. Du da! Halt an! Finde den vermissten Bruder, frage Hakim Hassan nach Ahmad. Oh, wo ist denn der? Der muss ja irgendwo sein, das kann er nicht, das gibt's ja nicht. Okay. Ja, der ist halt irgendwo da herin, aber wo? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Gut, mein Vogel, der sagt mir halt aber jetzt aktuell gerade auch nichts, gell? Keine Ahnung. Vor allem, ich habe auch keinen NPC, mit dem ich irgendwie mal ein Gespräch führen kann. Ja, das ist wohl Küche. So, dann kann ich bestellen, okay? Ja, da muss schon da oben irgendwas geben, aber... Erkundungsgebiet. Finde den vermissten Bruder. Frage Hakim. Ahmad könnte sie ihm mit... Ja, okay, aber...
musst unerkannt sein. Hä, wie muss unerkannt sein? Hä, wie ich muss unerkannt sein? Hä? Ich verarschen jetzt, ich hab doch überhaupt keine Aufmerksamkeit gerade, oder? Ich check's nicht. Moment einmal. Da bin ich einlohnen. Irgendwas hat's da. Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Finde die Oberschwester mal einen Schlüssel zu gelangen. Ah, jetzt sind wir bei einem sechstes da. Toll, jetzt seid ihr oben rum, sonst umeinander gemeichelt. Toll, perfekt. Brudi, ich sag das mir, sie werden in der Hölle schmoren, wenn ich eine Nonne beklau. Ah, jetzt wird schon mal eher Schuh draus. Aha. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Sind noch mehrere Beweise? Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. Finde den Aufenthaltsort des Arztes heraus. Ich habe hier einige Gelehrte mit Verbrennungen. يبحثون عن مبعوث. قال الحارس فيما أعتقد أن اسمه الأهوازي أو أي اضطراب يقع في الجنوب. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? Das Privatlabor ist verschlossen. So, ja, jetzt wird ein Schuh draus. Und jetzt hat nämlich so eine Woche so einen Dreckschlüssel. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt ein? Achso, den Schlüssel habe ich schon quasi, oder was? Okay. Okay.
Hey, wie? Ich werde dich fangen. Ruh dich jetzt nicht aus. Ich bin auf einmal... Faules Stück. Komm hoch. Oh, meine Güte. Hab ich was Falsches gegessen? Ich hab was gegen den Kopf gekriegt. Oder so. Hey, wach auf! Ja, jetzt müsst ihr den Schlüssel auch noch finden. Ah! Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen, ne? Okay. Verfluchtes Leder. Ja, da drin hat er einen Schlüssel. Wenn du mich fragst, sollte der ganze Hofstaat in Al-Mutbak gesperrt werden und ein paar Jahrzehnte dort vergessen werden. Selbstgerechte Hunde, die scheren sich nicht um den Kalif. Hey, was für den Tod! Das Vergnügen lang! Sehr gut, weiter so! Verstanden! Okay, fast. Ja, er da drin hat einen Schlüssel, aber wie komme ich da rein? Ah, über das Fenster. Mit meinen Methoden ist gar nichts verkehrt. Nur der Mechanismus an sich. Es sind mehr Subjekte nötig. Mehr Arbeit. Das ist sicher nicht brauchen. Schnauze. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Ja, oder auch nicht. Frühstück auch endlich fertig, jetzt Fresskummer. Sehr gut sei. Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Oh. Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg. Im Geist. Einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten. Ah. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Er ist ein Verräter, hundertprozentig. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet. Oder, Basim? Ah, der ist... Ah, Freunde, schmeckt mir nicht. Freunde der Sonne schmeckt mir ganz und gar nicht. Der ist unfassbar verdächtig. Wer weiß, ob der nicht mit denen unter einer Deck steckt und uns im Endeffekt ausspioniert. Diese Schaubilder bringen mir nichts.
Na gut. Okay. Ein blutiges Durcheinander. Kopfverbände. Aber das ist nun mal ein Bimaristan. Na gut, dann gehen wir mal stiften. Ich sollte weiter die Bibliothek durchsuchen. Ja, bis auf die 2 Gegner am Schluss haben wir Stealthy noch durchgekommen. Also ich würde sagen, das ist in Ordnung gewesen. Kriegen wir 2 Fertigkeitspunkte dafür. So. Was können wir jetzt da machen? Luftangriff verlangsamt die Zeit, während du in der Luft ein Wurfmesser ziehst. Ja gut, warum sollte ich denn das hier nehmen? Wieder Tötung, Konterrolle. Was haben wir denn da noch? Meistertaschendieb, was haben wir da? Bassims Fertigkeiten als Taschendieb verbessern sich, womit er mit seinem Ziel effizienter Wertsachen nehmen kann, okay? Tüftler, das ist gut. Du kannst eine zweite Fähigkeit nehmen, dann nehmen wir das. Oh, geht nicht. Müssen wir noch einen sparen, weil wir haben nur 3. Das ist halt schon geil, dass du halt dann 2 Sachen grundsätzlich auswählen kannst von einem Rang. Aber gut. Freunde der Sonne. Ich darf vorschlagen, wir beenden den Part Assassin's Creed für heute. Und switchen wir allmählich Richtung Nuzlocke. Wie schaut's aus? Ich glaube, haben wir auch Bock drauf, oder? Es wird Zeit, dass ein paar Viecher raufen, ja? Der Bassim hat ein paar Gegner angestochen und jetzt wird es ein wenig Zeit fürs Viecher rauchen. Viecher rauchen. So, jetzt passt auf. Machen wir aber mal schnell einen kurzen Szenenswitch, weil ich brauche jetzt ein paar Sekunden Vorlaufzeit. So. Kommen wir jetzt zu. Brauchen wir quasi jetzt nicht mehr. So. Freunde der Sonne. Ich schicke jetzt schnell ganz kurz für 2-3 Minuten in den Pausenscreen, okay? Ich muss quasi das ganze Overlay zeigen jetzt noch mal ein bisschen, also quasi wieder vorbereiten und so, dass wieder alles zusammenstimmt. Das hab ich noch nicht ganz fertig gemacht, also ich habe die meisten Fenster schon offen, aber Gameboy starten und so weiter und so fort, wisst ihr eh. Dabei könnt ihr die Gelegenheit nutzen, aufs Klo zum gehen, irgendwas zum Knabbern zum holen, irgendwas zum Trinken zum holen, es hängt noch mal gemütlich zu machen, vielleicht Feuer nachlegen, wenn ihr einen Kamin habt oder so. Wir starten jetzt gleich den 2. Versuch unserer Hardcore-Nuzlocke, der letztes Mal, ja, grundsätzlich nicht schlecht gelaufen ist, aber einfach die Encounter-Variation ziemlich beschissen war, weswegen ich entschieden habe, den ersten Versuch können wir streichen, weil wir nach dem 2. Orden sowieso RIP gängern. Deswegen fangen wir jetzt mit einem neuen Run an. Es bleibt eigentlich alles wie gehabt. Die Regeln bleiben die gleichen. Das Spitznamenthema bleibt das gleiche. Wir haben Anagramme. Sage aber dann gleich mehr dazu, okay? Ich schicke ihn jetzt, wie gesagt, schnell kurz in Pause. Nutzt sie schnell, dabei iOS vorbereitet und dann sehen wir uns in 2-3 Minuten wieder zu Pokémon Inclement Emerald Hardcore Nuzlocke Versuch Nummer 2. Bis gleich, Freunde der Sonne.